Es ist in mir eigentlich immer da gewesen, dass ich mich gern sozial engagiert habe. Das ist schön. Ich habe Pharmazie studiert und sehr lange in einer Apotheke gearbeitet, in verschiedenen Apotheken. Ich bin dann durch Zufall zur Caritas Flüchtlingshilfe gekommen und habe das hauptberuflich gemacht und habe dort gesehen, dass es das, was ich wirklich gerne mache, richtig mit Menschen arbeiten und in allen Lebensbereichen mit Menschen aus der ganzen Welt und habe da sehr viel gelernt. Das habe ich 4 Jahre gemacht. Dann war kein Geld mehr da. Das hat das Ministerium bezahlt und das ist leider dann immer weniger geworden an finanziellen Zuschüssen, an Möglichkeiten. Die Gesetze haben sie verschärft. Wenn ich das jetzt so sehe, was wir hier damit zu tun haben, hat sich das sehr geändert. Ja, man kann das überhaupt nicht vergleichen, dort wird das Soziale noch sehr von der Familie abgedeckt, dass die Familie hilft, soweit es möglich ist. Es gibt Sozialsysteme, es gibt Hilfen, es gibt ja sehr viele Arbeitslose, die minimale Unterstützung bekommen. Wir hier bekommen überhaupt keine Zuschüsse, dieser Verein ist ganz privat und lebt nur von Spenden. Also der Verein jetzt da von der Von der Frau Quartett gibt es überhaupt keinen öffentlichen Zuschuss. Es geht so auch, es kommen genug Spenden rein und die Frau Quartett und wir Mitarbeiter können eigentlich dann auch frei arbeiten, müssen uns nicht die Vorgaben halten. Es ist zum Beispiel, können wir Ausländer aufnehmen, wir können auch nehmen, wie wir wollen, die von Wien sozial unterstützt werden, die Obdachlosenunterkünfte nehmen größtenteils keine Ausländer auf, weil die Gemeinde und der Staat dafür nicht zahlt. Die kommen mit verschiedenen Vorstellungen her, teilweise müssen sie weg, aber teilweise erwarten sie sich sehr viel. Fast jeder will arbeiten und die Möglichkeiten sind sehr gering. Und es ist eigentlich eine große Enttäuschung für die Leute, wenn sie hierher kommen. Wir gehen ihnen essen, wir geben ihnen ein Dach über den Kopf für die Nacht und mehr können wir ihnen nicht geben. Es ist so, wir beschränken das jetzt auf kürzere Zeit, das waren früher 4 Wochen, einfach weil der Ansturm so enorm ist, um anderen Leuten auch wieder eine Chance zu geben. Und wir wollen auch nicht Leute zu sehr unterstützen, die hier keine Chancen haben. Zusammenarbeit ist es eigentlich nicht, aber wenn wir keine freien Betten haben, können wir bei anderen Organisationen anrufen und die Leute dort unterkommen können und umgekehrt wird auch bei uns angerufen. Es werden immer mehr, es kommen immer mehr Fremde nach Europa. Jetzt haben wir einen ziemlichen Ansturm aus Nordafrika, was aber noch viel ärger werden wird. Sie kommen aus anderen Ländern, sie kommen aus Osteuropa, wo die wirtschaftliche Situation noch immer sehr schlecht ist. Es werden immer mehr kommen. Sie sollten sich ausweisen können, wenn es einer nicht kann, dann wir fragen da nicht nach. Der Anteil von Frauen ist sehr klein. Frauen kommen möglicherweise eher woanders unter oder kommen mit einem Mann.
das wird vorgegeben, das würde sonst auch nicht funktionieren. Weil wir sind sehr viele Mitarbeiter und hauptsächlich Frauen auch. Und es hat jeden Tag jemand anderen Dienst, da muss es Regeln geben. Aber wir sind ungefähr 60 Mitarbeiter. Wir haben in der Küche kommen auch, das wird auch ehrenamtlich alles gemacht. Die Küche sind ehrenamtlich und sind auch 50 Mitarbeiter, die nur zum Kochen kommen. Das ist das Schwierigste bei der Arbeit hier. Also ich für mich habe das erst lernen müssen bei meinen ganzen sozialen Engagements und Karrieren, diese Balance zwischen Abstand und Nähe, dass das richtige Maß hat. Ich sehe das auch bei Mitarbeitern, die neu kommen, die einfach zu viel Nähe hier leben und zu viel geben, die scheitern meistens und kommen dann nicht mehr. Meine Kinder sehen das mit Achtung und Respekt, dass ich sowas mache, speziell diese Tätigkeit hier und im Hospiz. Sie haben Angst, dass ich mich ein bisschen übernehme, das muss ich ihnen immer vermitteln, dass ich mich abgrenzen kann. Und die Tochter, die ich jetzt gefragt habe, hat gesagt, es nimmt ihnen ein bisschen was von dem schlechten Gewissen. Sie haben auch ein soziales Gewissen natürlich, dass ich das mache, dass sie sich nicht so genau brauchen.